Damen und Herren, darf ich Sie heute ganz herzlich im Donaustadion zur Pressekonferenz begrüßen. Wir begrüßen ganz herzlich von der Spielvereinigung Weiden den Trainer Miroslav Janowski und von unserer Mannschaft Ralf Becker. Und wie gewohnt, Statement zuerst mit dem Gast. Bitte schön. Bloß reinreden, das passt. Erstmal gratuliere ich zu dem Trainer, zu dem Sieg. Sage ich ganz ehrlich, wir sind nach 4 Punkten gekommen. Wir waren sicher, dass der Ulm schon Stärke hat. Auf der anderen Seite haben wir gewusst, dass der Ulm die Schwäche auch hat und das wollen wir ausnutzen. Das hat sich leider nicht passiert, also sage ich ganz ehrlich, als der Trainer ist sehr enttäuscht, dass wir jetzt die 300 Kilometer ohne Punkt nach Hause fahren. Nicht nur die Punkte haben wir verloren, ich habe den René Ockler für die rechte Außenbahn verloren, schaut schlecht aus. Dann unser Spielführer Alex Geiger schaut auch nicht gut aus. Also Punkte weg, 2 Spieler weg. Wenn es Sport sein muss, dann bin ich nicht top begeistert. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt 20 Minuten ziemlich geschlafen. Zwar, ich habe in der Mannschaft schon die letzten 2-3 Tage gearbeitet, Richtung Psyche. Ich spiele wieder auswärts und darf nicht sein, dass die erste halbe Stunde sind wir so passiv. Dann bekommen wir ein Tor oder 2 Tore und dann fangen wir erstmal mit unserem Fußball. Und ich glaube, das haben Sie selber gesehen, manchmal ist das zu wenig, manchmal ist das zu spät. Das hat sich auch passiert. 2-1 kurz vor Halbzeit, das war selbstverständlich Doping für uns. Ich habe dann gedacht, dass wir trotzdem noch kommen und das hat sich auch ziemlich passiert. Ulm war zweite Halbzeit ziemlich passiv, aber selbstverständlich habe ich noch im Kopf unsere Chance, so 92. oder 90. Minute, wo der Sokol Kacani ganz alleine vom Torwart steht. C-Klasse Fehler, normalerweise müsst ihr direkt schießen. Wenn ihr kein Tor schießt, dann sagt keiner kein Wort, aber wir nehmen 2 Kontakte für diese Situation. Ja, wir haben keinen Punkt, fahren wir nach Hause, die 300 Kilometer. Noch einmal Glückwunsch zu den Trainern. Ja, vielen Dank, dann darf ich gleich weitergehen. Ralf, bitte schön. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich kann es natürlich mitfühlen, wie das ist, wenn man lange Heimfahrt hat, so besonders lange Fahrten, so zwischen 3 und 4 Stunden und im Prinzip dann ohne ein Erfolgserlebnis heimfährt, das ist immer schwer. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass wir dieses Spiel heute 2:1 gewonnen haben. Wir haben die ersten 35 bis 40 Minuten, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht, viele gute Offensivaktionen, auch viele gute Chancen, haben dann eigentlich auch verdient 2:0 geführt und sind durch den Anschlusstreffer vor der Halbzeit haben wir dann eigentlich komplett den Faden verloren. Ich habe dann in der Halbzeit den Spielern nochmal gesagt, dass wir jetzt einfach gucken müssen, gut zu stehen, weil es waren relativ viele Offensivaktionen in der ersten Halbzeit. Weiden hat eine Qualität, das hat man auch gesehen, das haben wir auch vor dem Spiel gewusst. Wir haben gesagt, wir sind Mannschaften auf Augenhöhe. Weiden ist unser Bereich, das sind unsere Gegner, wo wir uns messen lassen müssen und wo wir einfach dann ein Stück mehr investieren müssen, wenn wir dieses Spiel dann auch gewinnen wollen. Und die zweite Halbzeit war natürlich fußballerisch wenig, gab es auch die eine oder andere gefährliche Situation, wo wir auch das Glück hatten. Aber trotzdem, ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben. Ich war auch zufrieden mit der Einstellung der Spieler, wie sie sich in dieses Spiel dann auch reingekämpft haben. Von dem her muss man gewisse Dinge aufarbeiten, die nicht so gut liefen, was gerade so die Offensivaktion oder auch gewisse spieltaktische Dinge betrifft. Aber wir haben 2:1 gewonnen, wir haben jetzt aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt und von dem her können wir jetzt eigentlich vor Ostern fahren. Ja, vielen Dank nochmal an Ralf Becker. Dann darf ich um die Fragen bitten, wenn es welche gibt und wenn möglich mit Mikrofon.
an beide Trainer, die Szene kurz vor Schluss. Das Mikrofon, das wäre nicht, weil es wird einfach in Fragen. Die Szene kurz vor Schluss, als es Freistoß gab, war das Foul vorher, wenn es dann eins war im Strafraum oder war es tatsächlich außerhalb? Ja, die gleiche Situation haben wir bei 60er erlebt. Gleiche Frage habe ich auch bekommen. Komplizierte Situation, sage ich wieder, ist das Gleiche. Der Schiedsrichter, alle Schiedsrichter, die haben das heutzutage ziemlich schwer, nicht einfach, weil die Spiele sind viel schneller. Die Spieler sind ein bisschen frecher als früher. Raum ist ziemlich eng. Fußball ist schneller und selbstverständlich der Schiedsrichter macht genauso Fehler wie meine Spieler oder die Spieler von Ulm. Das heißt, Elfer oder kein Elfer, weiß ich nicht. Die Situation hat der Schiedsrichter so gesehen, muss das akzeptieren. Ja, vielen Dank. Dann noch die Frage, habe ich schon Publikum gefragt, Benji Varga, was hat er, weil er so früh raus musste? Ja, genau, die Diagnose können wir jetzt nicht stellen, aber er ist irgendwie beim Herunterkommen ist er aufs Knie gefallen und hat sich das Knie leicht verdreht und hat es dann nochmal versucht und ging aber dann nicht. Ja, gerade zum Abschluss, wenn ich jetzt nochmal hier das Mikro habe, also ist klar, wenn hier war natürlich eine ganz tragische Situation direkt hier vor uns, vor der Bank, ohne Gegnereinwirkung, einfach in der Situation, die 100, die 1000 Mal passiert, gar nichts zu erkennen und dann hat man aber schon gleich gemerkt, dass da schon am Gesichtsausdruck und am Schrei, dass da irgendwie eine schlimmere Sache ist und von dem her natürlich dann auch von mir aus und von uns aus alles Gute und ich hoffe, dass es hoffentlich nicht ganz so schlimm ist. Das Stadion hat sich an die Wünsche gleich angeschlossen. Gibt es noch weitere Fragen? Weil wir wollen eigentlich nicht noch so lange warten. Aber wir wollen noch mal verloren das Nachreiten. Weil es ist einfach schwierig. Wir nehmen ja noch ein Tor mit, ne? Okay. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanken wir uns ganz herzlich. Ich wünsche natürlich den beiden Spielern vor allem, dass es nicht so schlimm wird für beide natürlich, weil der Meister Geiger ist ja auch zum Schluss noch rumgehumpelt. Und bei uns natürlich auch, da würde ich sagen, nach den erfolgreichen letzten Tagen 7 Punkte, nehmen wir das auf. Wünschen wir schöne Ostern. Wir sehen uns dann wieder am 17.04.14 Uhr und da haben wir dann den SV Darmstadt 98 zu Gast. Wie gesagt, schöne Ostern, guten Nachhauseweg trotzdem. Alles Gute, vielen Dank.